Haut müssen Deputierten an der Chambre entscheiden, ob die nächste Indextranche verloren wird oder nicht. Haut müssen Deputierten also Pfeff bekennen. Drohen sie das Indexmanipulation matt oder nicht? Stehen Sie zu einem Indexmechanismus, den ein Pilier von diesem Lützebauer Sozialmodell an den Garant vom sozialen Frieden ist oder nicht? Wie ihr alle gut wisst, wird der OGBL sich vehement gegen diese Mesure, die an der letzten Tripartite ohne den OGBL seinen Akkord zurückbehalten ist. Preise explodieren seit Mainz. Die Kaufkraft von den Leuten geht ständig zurück. Und es gibt auch kein Indiz dafür, dass das an den nächsten Mainz so besser geht, am Gegenteil. Es gibt also auch keinen schlechteren Zeitpunkt wie Elo für den Index, das heißt für die Kaufkraft von den Leuten zu gehen. An Kompensierungen, die die Regierung vorgesehen hat, ändern absolut nichts an der Tatsache. Contrairement zu dem, was die Regierung behauptet, gehen die Kompensierungen bei weitem nicht durch, für den Kaufkraftverlust von einer Indextranche zu kompensieren. Von einer Überkompensierung gar nicht zu schwätzen. Egal wie es dreht, ist die Situation ganz klar. Die große Majorität der Leute wird dabei verlieren. Vor allem, wenn nach 4. April 2023 eine zweite Tranche fällt. Und auf der anderen Seite kriegen alle Betriebe hier im Land ganz undifferenziert, ob sie aktuell tatsächlich Schwierigkeiten, wenn es der Preisteuerung tun oder nicht, wie zum Beispiel ganz große Multinationale hier im Land, die Dicksue verdienen, hunderte Millionen Euro einfach so geschenkt. Hunderte Millionen Euro, die die Leute so gut hätten an die Jelo an Tasche von den Betrieben an ihren Aktionäre sollte fließen. Das ist nicht anders wie eine verreckt umgekehrte Umverteilung von innen und außen. Und dafür rufen wir alle einzelnen Deputierten an der Chambre auf, heute Mittag gegen dieses Projekt de loi, gegen diese Indexmanipulation zu stimmen, am Interesse von allen schaffenden Leuten und ihren Familien. Die massive Indexmanipulation ist so, wie sie initial vorgesehen war, als dank dem Druck, den der OGBL in den letzten Wochen ausgeübt hat, an diesem Projekt de loi zwar aufgeschwächt ging, es geht hier effektiv nach einem engen Indextranche, die soll verreckelt gehen, aber es bleibt trotz allem eine Indexmanipulation, ein Kaufkraftverlust und eine umgekehrte Umverteilung. An die mehr massive Indexmanipulation, wie sie initial zurückbehalten ging, ist auch noch immer nicht vom Tisch. Die Regierung hält nach immer dran, dass alle weiteren Indextranchen, die bis 2023 fallen, auch hier im 12. März verreckelt gehen. Der OGBL wird den Druck hochhalten. Wir werden weiter gegen diese massive Indexmanipulation kämpfen. Und das bis der Indexmechanismus endlich ganz normal funktioniert. Am besten schon den nächsten Juni.